Ich bin Alex und das ist mein 94er Subaru Legacy. Mein Auto lebst du so eigentlich schon klein angefangen. Von Anfang an war eigentlich hatte ich immer ein Spielauto dabei. Ich habe immer geguckt, das Spielauto proper zu machen. Und, eigentlich von klein an war man für mich tatsächlich voll das mit Auto noch machen. Das ist auch für beruflich noch wollte ich schon alles mit Auto machen. So sind ich eben so gekommen, für Karosserie oder Lackierer zu machen. Ja, was so eine Geschichte bei mir war eigentlich schon lange am Gangen. Ich meine, seitdem ich 15 war, wo ich mit einem Mod fuhren, war ich schon direkt verliebt an die Marke, auch an Kante immer so bei Videospielen, war eigentlich der Klang und mir schon, da war eigentlich immer das Herz los. Du wolltest dann endlich mal auch zu einem Egene kommen, wenn ich den dort eben als ursprüngliche Wandauto gekauft. Vom Zustand hier waren eigentlich ziemlich proper, was Chassis angeht, Technik war dabei, aber Bauten wurden halt ein bisschen matt gelitten. Stoßstangen waren überall zerschrägt, ein bisschen zertaged, dann hatte ich eigentlich keine so ganz einfach Leben gehabt. Aber auch weil die Automatik war ein bisschen schlecht für mich vom Fahren hier, weil ich auch ein bisschen Geschichte hat vom Originalrechnung auch immer und alles, wo ich das auch eine gute Basis wäre für zu kaufen. So ich ein bisschen über Zeit und im Auto extrem viele Konten ändern. Später hatte ich mir noch einen SD gekauft gehabt und für auch meinen Traum zu verwirklichen, für endlich einen richtigen Subaru WRX SD zu holen. Ja, aber trotzdem hängt aber das Herz extrem an dem Legacy da. Auch hauptsächlich, weil die selten ist. Ja, im Land geht da nicht viel. Sind die meisten die Kombien, die rumfahren, haben noch keinen extrem guten Zustand. Und bis dahin muss nach Käbe gehen, den auch den Auto aufpasst, den die Auto lieb haben. Was für mich natürlich ein bisschen Vorteil ist, weil sie eben, da wenn sie nicht vom Wert her sind, auch mal Stecker ziemlich billig hier kriegen. Das heute also ein 94er Subaru Legacy. Das Modell geht eigentlich von 94 bis 98 gebaut. Bei 96 haben sie Facelift noch draus gemacht. Und dieses Modell hat also eben den 4 Facelift Modell mit eigentlich schon ziemlich bekannten 2,2 Liter Boxermotor, wen eigentlich auch damals Top-Motorisierung war für Subaru in dem Modell. Leider dürfen sie in Europa halt niemals einen Turbomotor verkaufen. In Japan sind sie mal Turbomotor verkauft gehen. Wie auch gesagt, ein Auto ist ursprünglich mit einer Automatik gekauft. Vor der Zeit habe ich noch manuell umgebaut. Ich hatte den Fuhrweg von einem Impreza verbaut gehabt, auch die Bremsen auch von einem Impreza verbaut, weil eigentlich vom Chassis hier eigentlich bei den Impreza auf dem Legacy basiert war. Das ist alles viel am Lego-System bei Subaru weiterverbaut ging. Und mit pure Recherchen eben auf amerikanischen Foren, wo diese schon Sachen ausgetestet haben, wo ich eben mit der Zeit alles so original upgraden kann. Auch in anderen sind Stabilisatoren verbessert vom Outback, weil sie ein bisschen wie Deck waren. Eben viel karosseriemäßig, also ein Auto noch immer ungeschweißt, größtenteils original lag. Wie die Stoßstangen haben sie auf Facelift umgebaut, mit dem Abprallträger, Seitschweiler, die vom Facelift beikommen. Den Interieur ist auch komplett von einem Facelift-Modell angebaut gehen. Auch von der Ausstattung halt, war damals die beste Ausstattung, die es gab am GX. Und dann auch von einem Facelift GX und eben eigentlich identische Innenausstattung kriegt, so ist eben das am Leder, nicht am Stoff. Ja, es sind noch Kleinigkeiten wie die Lufthuts, die noch nur gerüstet gehen. Der Spoiler ist von einem Impreza GT umgebaut, dass es auf ein Auto passt. Also, wenn in so ein Auto will kaufen, ist es für mich wichtig, aufzupassen, wie die Chassis ist. So haben kränkt für über der hinterste Axt, dass du die Longeron, dass sie gerne raschen, auch den Axtträger haben, das gerne vom Raschbefall. Und dann muss man von sich ist dann immer den Radlauf rundherum, auch bei der hintersten Axt, den gerne rascht und durchrascht. Und auch bei verschiedenen Modellen wie ich das Kombien, da sind Domen Ofen, die ein bisschen rasten. Und ja, eigentlich hauptsächlich rascht. Mechanisch muss ich aufpassen, ob der Motor klackert, wie raus der Motor läuft. So ist das eigentlich ziemlich selten in den Autos drin. Auch wenn Subaru bekannt ist, dass sie Motorprobleme kriegen, kann man so einen Motor, die kann ihn einfach eigentlich immer fahren, ohne irgendwie muss viel aufzupassen, außer eben ob den Öl, dass nur noch genug dran ist, wie eigentlich bei allen Autos immer sollte gucken. Was Ersatzstecker angeht, finden auf den meisten Internetseiten überall immer Stecker, die ich kaufen kann. Subaru hat eine extrem gute Ersatzteilversorgung noch immer.
Also go fir 25 Joer ein Auto kann ich Apps bestellen, zum 80 geht, innerhalb vun 2 Days aus Japan hei. Ball och alles as sommer ze kreien. So eben schaffen ich auch viel Heizmoul op eBay Kleinanzeigen, dats ma wann gros ëmbaute Vier hunn, wo ich extrem viel Stecker brauch. Das war für mir bëllech gëtt, ich kaufe den ganzen Auto, an dem nur die jeweils Stecker holen, die ich brauche, und eventuell noch Sachen, die brauchbar sind, verkaufen. Und so kann ich auch wirklich Stecker für Neister kreieren. Ja, eigentlich auf der Legacy sind ich zufällig gekommen, weil ich damals ein bisschen Wandauto gesehen habe. Schon im Modell noch nie auf der Straße wie gesehen. Also bald ist mir nicht aufgefallen. Und ja, wo ich ein Auto wie es hat, ich bin auch nach mehr Lift entdeckt vom Subaru, weil ich einfach gemerkt habe, vom Fuhren hier, sogar mit einem Standardfuhrweg, was Müllers, was nicht unbedingt sportlich auffällt, dass ein extrem gut Straßenlach hat. Mittlerweile, wo ich so viel Abschlag gestochen und also im Auto natürlich viel mit Herz gewusst, einfach allgemein die neue Chassis mit extremem Herzen, die Auto spielt den einfach, das ist einfach viel mehr daheim. Das ist auch von einem Auto, das ist einfach mal am gemütlich dran und wohlfühlend dran. Ich meine, ich kann das Auto auch nie mehr wirklich hier gehen, also verkaufen gehe ich den Ball von nicht mehr. Ich gebe da immer echt noch pur mehr zu bleiben.